Zur Sicherheit einmal gespeichert. Man weiß ja nie, wie der drauf ist. Halt! Keinen Schritt weiter. Kann ich mit Uruk sprechen? Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich. Mora. Mora. Warum nennen wir die alle Mora? Ich hab gar keinen Namen. Schon seit dem ersten Teil nicht. Und der hat zwar Kisten, aber der wird wahrscheinlich was dagegen haben. Wenn ich mich da bediene. Du bist also der Mora, der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Und bald fürchten sie mich. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jedem beliebigen Mora ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen. Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Söldner. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Moras ihre Rudenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann in ein Schlachthaus verwandelt. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengard. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Ich will mit dem gefangenen Paladin reden. Er ist oben im Leuchtturm. Mach mit ihm, was du willst. Ich bekomme kein Wort mehr aus ihm heraus. Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. Ich soll den Rebellenuntergrund in Kaptun vernichten, was? Ich werde Redok für dich vernichten. Spinnt der? Bin doch gekommen, um die Orks zu vernichten. Wir kämpfen doch gegen die Orks, nicht gegen die Menschen. Hör pass auf. Zum Paladin im Leuchtturm. Muss ich wahrscheinlich dafür. Wenn ich ehrlich bin, bin ich gar nicht mehr so fit drauf, gell? Kann ich mich irgendwo hinlegen? Das ist möglich. Geh mal dafür. Ich schlafe mal im Moment. Um ein Bett. So sparen wir den Heiltrank. Bis zum nächsten Morgen. Weg das. Wieder fit und Heiltrank gespart. Ja, dann da die sagen, schauen wir mal da auf. Zu dem Paladin. Den haben sie schon ausgepresst. Aber der hat nichts verraten. Gut so. Da war die Arena, gell? Bisher habe ich noch nicht in der Arena gekämpft. Damok. Halt! Keinen Schritt weiter. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Okay, bin herin. Was gibt's da? Scheiße, Kisten. Aber, glaubt, es wird Folgen haben. Ist das der Paladin? Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus.
Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Wo liegt dieses Montera? Im Norden. Du musst das Gebirge, das die Küste vom Inland trennt, überqueren, um dorthin zu gelangen. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Es gab schon viele, die das mit mir wollten. Und? Du bist der Erste, dem ich das auch zutraue. Aber wir beide alleine, das wird trotzdem verdammt schwer. Überleg dir das gut. Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung. Der Paladin ist bereit, mit uns die Stadt auseinanderzunehmen. Das heißt, höchstwahrscheinlich ein brutaler Kampf gegen die scheiß Orks. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und wahrscheinlich ja gegen die Orks-Söldner, ha? Da die sagen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Weil die stehen ja unter dem Befehlen der Orks. Möglich ist alles. Das kann wirklich ein blutiges Spektakel werden. Ich brauche halt Unterstützung. Wie schaut es denn aus mit dem Rebellenuntergrund? Jetzt muss ich mal stiefeln zu dem. Der war da hinten, gell, beim Scheiße schaufeln. Das ist wahrscheinlich auch ein Orksöldner, ha? Der Deckard. Siehst schon, das wird hart. Seruk. Der kann eventuell auf unserer Seite sein, ja? Ein Dieb. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Sehr gut. Und? Macht er mit bei der Revolution? Davon gehe ich aus. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Wie genau läuft das mit der Revolution? Sobald du den Kampf mit den Orks aufnimmst, wissen wir, dass es losgeht. Und denk dran, nur wenn du den obersten Ork der Stadt tötest, haben wir eine Chance auf Erfolg. Verstehe. Den obersten Ork. Das heißt wahrscheinlich Uruk. Aber es wird hart, ha? Das wird verdammt hart, wenn man die ganzen Gegner anschaut. Der Gamal, der wird wahrscheinlich ebenfalls gegen uns sein. Du solltest mich besser nicht stören. Jetzt noch nicht. Aber später. Wenn ich den Schädel von den Schultern hau. Ja, kriege ich vielleicht noch mehr Unterstützung. Wie wär's denn, wenn ich nach Redok fahre? Pass auf. Vielleicht haben wir die noch irgendwelche Einheiten, die es vorbeischicken. Denn ich befürchte, das wird eine harte Nuss. Und ich bin ja auch nicht so talentiert. Ich rede mal mit dem da, mit Gelford. Nix. Scheiße. Dann muss ich mir oben zum Xavier. Das ist doch der Boss darin. Vielleicht kann der ein paar ausschicken, ein paar Rebellen. Die ebenfalls angreifen. Denn bisher sind wir bloß mit Wenzel, mit Phil und mit mir 3 Stück und ein paar Sklaven. Da die sagen, oder? Die Sklaven werden wahrscheinlich eher Kämpfer. Aber wenn ich die Besten sei. Pass auf, Xavier. Was willst du? Gar nichts. Dieser blöde Hund. Ja, nix. Scheiße. Brauche Unterstützung.
In der Arena kämpfen. Was soll ich mit mir gegen die Orks kämpfen? Scheiße. Vielleicht die Rebellin. Warum? Stinge der Zeug. Ich geh lieber. Gut, ich darf mir sagen, ich schau mal um mich nach Adea. Vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr Unterstützung. So, wen gehe ich da? Ein Sklave. Zeig mir deine Ware. Die wollen mir alle nicht helfen. Ich nehme aber das Wasser mit. Und zwar brauche ich das für die Dinger. Für meine Tränke. Das ist ein bisschen beschissen, gell? Wenn ich keine Unterstützung habe. Pass gut auf dich auf. Wir passen auf. Brauche Unterstützung. Diese saule Packe. Keiner mag kämpfen. Magst du? Ah ja, ich geh schon. Zeig mir deine Ware. Hat der da was? Nicht, oder? Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Paladin gehe und mit dem die Revolution starte, dann wird es wahrscheinlich übel werden. Scheiße, gell? Und ich weiß gar nicht mehr, wo irgendwo noch Ding wird. Verstärkung. Ist denn vielleicht noch Lester da? Hat der Lust zum Kämpfer? Schau mal ob. War der noch da? Lass mich. Mein Gott, alles unfreundlich. Ja, vielleicht, Flüchtling. Pause. Ja, mach Pause. Und ich brauche noch Unterstützung. Ich kann eigentlich noch. Ich muss halt noch aufsteigen, gell, schön. Ich hab's eigentlich gleich. Das heißt, ich werde nur schauen, dass ich ein paar Viecher umbringe. Und bis ich aufsteige. Und dann kann die. Pass auf, das mit dem Schwertkämpfer, das war 2500 wert. Da müssen die noch ein bisschen Kohle machen. Heftig. Denn ich befürchte, es wird ein harter Kampf. Ein sehr harter Kampf. Jetzt schau mit oben. Zu dem Strand. Da hinten bei Kaptun. Da gibt's doch bestimmt noch ein paar Löcker. Wieder. Den triff ich nicht mehr, ich bin so blöd. Na gut. Pfeile verschossen. Ich hab's ja. Eisenhalm. Ich schau mir da oben. Zur Schildkröten. Lernpunkte. Und der Lurker. Könnte man genau richtig. Ich möchte nämlich noch aufsteigen. Brauche nämlich noch ein paar Lernpunkte. Schau nicht so dumm. Okay, gibt 100. Wie viel brauche ich? Sind 100 noch? Ja, sind 100. Sollte möglich sein, oder? Da ist noch einer. Geh mal rüber. Triff ich gar nicht. Dreimal daneben geschossen. Na, einmal ihn getroffen. Ja. Der blöde Lurker. Mit sowas muss ich mir auch abplagen.
Heldenschicksal. Gibt's da was? Gibt nix.